Goedemorgen. Dat is een karte weggelassen. Gisteren wie Sonntag und von der soll war fresh. Dankeschön. Hendrik Wohlsen, tschüss, oder? Je werden hier laatst, dan weer hier waren niet, en ik wil je lang bij reizen, nu bent je hier, met vriendschap, welkom thuis. We freuen uns, dat je hier bent. Eerst van nou aan hadden je chat spaziert, les? Chill. Muy bien. Wir hatten einen interessanten Weg. Wir mussten was für Papier für Liliana anregen oder anbringen, und das sperrt sich alle Tag allmählich. Und wir hatten was Freitag Klock 6 Zeit und wir waren Klock 2 in Chihuahua. So, irgendwann hatten wir Chat spaziert und haben bei uns gewundert, wo gerade Gott ist. Und einmal waren noch Dinge zur rechten Zeit passiert. So, das hat die Chat schon gehabt. Wir sind in unserer Serie von gewöhnlichen Menschen, die Gott brücken kann. Und wenn jemand so geht als mich, dann haben wir all mit Mut geführt, unsere Hang und Pflicht zu leihen und mal anfangen, erst mit uns Leben zu merken. Wir haben angefangen, uns mit Jesus seine Jünger zu beschäftigen. Und wir haben die Jüngerliste an Gruppen angerollt. Und dann habe ich nu zu der letzten Weg, der Abgabe mit dem Höchsten gegeben, von jeder Jünger eine Geschichte zu sehen, wo was mit diesen Jüngern passiert. Habe von allen Jüngern eine Geschichte gefunden. Du hast nicht von jeder Jünger eine Geschichte gefunden, aber von ein paar Jahren? Okay, sage. Wer hast du noch mitgeschaut als Onkel Ubrum? Was ist ein Onkel Ubrum? Okay. Ah, du auch? Hat von allen Jüngern eine Geschichte gefunden? Ach, was haben wir das denn? Gut, ich würde mir merken, beschäftigt mit Jesus seine Jünger. Und wir waren wieder durch die Längen und bei einer von unserer Serie war wir dort Bild sein Top zu stellen. So erstens mal, wir haben uns 12 Jünger gesagt. Das sind 12. Und dann haben wir die angeteilt in Gruppen von 3. Dann haben wir für die Jünger eine Geschichte gefunden. So die 4. Abgabe, wenn ihr das nur noch nicht geschafft habt, ihr könnt nur noch anfangen. So die Abgabe zu diesem Werk ist, jeder Geschichte bekennen und dann die in 2 Hinsichten haben beschrieben. So das erste ist eine Gabe, also an der Geschichte. Als du erst was bittergewöhnlich an den Jünger. Also, als der Geschichte beguft an dort, wo Jesus den Schack tut. Kommt ihr mit der geräumt? So, wir haben nu die Jünger gefangen, dann haben wir die in Gruppen geteilt, dann haben wir eine Geschichte von jeder Jünger. In der Geschichte wollen wir nu bekicken und sagen, okay, wir wollen mal sagen, Andreas, als der beguft, ja oder nee? Und das ist eine sehr gesunde Frau. Wir glauben eigentlich mal, dass Jesus seine Jünger, die hatten in Automatik. So, weil Jesus kam, dann hat er eine Switch, dann ist er ein Prediger geworden, dann wird er gleich. Und dann fallen wir uns eigentlich mal so, wieso hat er nicht so eine Switch? So, wir wollen uns unbedingt die Jünger bekennen, haben die eine Gute oder haben die nicht. Und dann wollen wir hier so noch zweites, und der habe ich auf Spanisch geschrieben, fracaso o éxito. Okay? Die Geschichte, die die gefunden haben von diesen Jüngern, haben die dann nu gut gemerkt oder haben die versagt? Und ich will mal euch merken, seht ihr, wenn ihr fängt von jeder Jünger eine Geschichte, wo die dort gebüht haben, was Jesus der so schackt tun, und dann noch eine Geschichte, wo die nicht gebüht haben, was der soll tun. Dort hilft uns, Menschen zu lernen, was Jesus nur folgen tut. So, wir sind beguft an dort, was Jesus der schacken tut, und dann der zweite, hey, ist das eine Geschichte von Exito, haben die dort gebüht, oder ist das eine Geschichte von Fracasso,
had dat niet gebeurd. En ik weet dat je valt nu vielleicht al een hänger gehabt bij, ja, die jongen, die had nooit trouble met dat wat hij zal gaan doen. En dan valt je niet gezegd bij, oh wow, dat weer fijn. So, zie je Geschichten en leert de jongen allemaal beter kennen. Ik wou nog eenmaal wiederholen, so dat eerste, als Jezus in de 12 jongen de nummers ving. Dan de tweede is, wie delen de nummers aan groepen, zoals die allemaal waren erwähnt worden, groepen van 3. Dan doen we de jongen een geschichte beschrijven, eerst een begevenheid, oh dat is cool, of wat allemaal. En dan het vierde, dat is voor deze week, ziet als die begoed werden, of niet. En dan, wanneer Jezus die geschickt heeft, er wat doen. Had hij dat dan nu fijn handgekregen, of had hij dat niet handgekregen? Dat is zum Beispiel bij de Speisung van de 5000. Du fragt Jezus de Jünger alle Sorten. Und dann war ich morgen, du sagst ein paar Jünger, die sich mit Jesus unterhalten. Und dort sind nicht die, die einmal spazieren, dort sind ein paar andere Jünger. Und dann sagt Jesus, nou, was sollen wir tun? Und dann haben die durch alle Erdweise Route und das und das. Ja. Beobacht mal die Geschichten, damit wie Jesus seine Jünger kennenlernt. Ja. Gut, dann wollten wir, was wir diese Weg wollen, tschüss schaffen. Dann sagen wir mal unser Klaus von dir. Wer weiß noch, was wir Ferien sind, nach gelehrt haben? Okay, dann haben wir einen frischen Anfang von du, wie Ferien sind nach Anfang. Erst was ihr satten geblieben ist von Ferien sind nach. Gut, wir haben die wohl an uns Leben non zu checken, dass die Welt an uns non checken wird, oder wir können uns non checken mit der Übung, was Gott an uns non checken wird. Und dann merkt ihr ganz Unterschied. Wer bist du? Bist du der Versager, was die Welt an die non checkt, oder bist du der, wem Gott brücken kann? Von dir, weil wir uns an unsere Klassen anschauen mit den einfachen Menschen, wat nicht hängen und Konsul stehen. Vielmal, wenn ich von dieser Guven oder der Jüngerschaft reden will, dann verliert ich davon, oder ich werde nicht anders sagen, ich verliert nicht davon, ich sehe mich bloß für nicht bewusst, dass Gott beraubt so viele Menschen, die ihr Leben lang eigentlich im Schatten stehen. Okay? Wie wollen von dir uns die Frau fragen, wo kann Gott mich bringen, wenn ich nicht die Prediger sehe? Das wird der Wort helpful. So, bei mir und ich, glaube ich, sind große Freunde. Und wir spazieren einmal. Und ich gleich bei mir so, und er sagte mir immer ganz aufrichtig, so seht ihr dort, dass das fein ist. Und bei mir habe ich eine Schwierigkeit mit Predigen. So dann, wenn ich an irgendwem gedacht habe, von der das an die. Du bist von der mein Bild von einem Geschädigtes, was Gott geschädigt bringen kann, oder aber einmal bloß am Schatten steht. Und ich wünsche, dass wir sehen sind, für wenn hier einmal so viel, ja, du bist Isaac und du bist Peter und du bist ein paar andere Jungs, die sind einmal alle weg und die haben Müll einmal auf. Und ich nicht. Kann Gott mir noch bringen. Das ist klar, geht in die Richtung. Wir haben in Apostelgeschichte Kapitel 9, von Vers 10 bis 19, eine sehr besondere Geschichte. So, wir wollen nur so die Versen, die Längen, Apostelgeschichte Kapitel 9, von Vers 10 und wieder. Apostelgeschichte, Kapitel 9, von Vers 10 und wieder. Und ich lese durch Vers 10, wo du das jetzt sagst. In Damaskus wie ein gewisser Jünger, der heißt Hananias. Zudem sieht der Herr in einer Vision Hananias und er sieht Herr, hier sehe ich. Hananias ist ein so besonderer Mensch, aber nicht besonders auffällig, besonders an dem Wort beschrieben als ein Jünger.
Also dort die Deskription Discipulo soll eigentlich an jeder Christ passen. Oder jeder Christ als ein Jünger. In diesem Fall fängen wir hier eine Geschichte von, dort sagt du bist ein gewisser Jünger. Da meinen sie viel dort an den Kontext von der Kirche an Damaskus. Wir ein Teil Christen, und dann sagt dort du bist Hananias. Hananias wird nicht mit einem Amt beschrieben, der hat keine Verantwortung, wenn man sein als Lehrer. Dort wir bloß ein Jünger. So, an dieser Damaskus-Kirche haben wir dann nu einen Mann, der heißt Hananias. Und dort ist interessant zu beobachten, dass Gott den raubt. Dort sagt du in dem selben Vers 10, zudem sieht der Herr in einer Vision Hananias und er sagt, Herr, hier sehe ich. So, da meint bloß so viel, dass wir ein Christ, die hier zu einer Gruppe Menschen in Damaskus, die an Jesus glaubten, und dort wurde in seine Wege Geschichte redet. Dort ist ein sehr interessantes beschrieben. Dann habe ich vom Vers 11 wieder, wo dort sagt, der Herr sieht zu ihm, stu ab und gu, ab der Gosnab, der die Gelegenheit, in Frau und Judas sein Haus, wo Saul von Tarsus ist, sei einmal der Bet. Er hat in einer Vision gesehen, dort ein Mann Hananias bei einem Nenncamp in Arm, der Hänger lag, dort sein war der Kirche. Dann sagt Hananias, Herr, ich habe viel von diesem Mann reden hier, wie viel Schulden er deine Helden in Jerusalem zugesagt hat, und er hat hier Vollmacht von den Hohepriester, all die vorzunehmen, die deine Namen anrauben. So, der erste Ding, was hier dann passiert ist, wir haben ein gewöhnlicher Mann, was aber ein Jünger ist. Und dann zweites, haben wir nu, Gott redet den und sagt zu dem, was er soll tun. Was soll er tun? Der soll für Saul beten. Ist es eine einfache Arbeit oder ist es nicht eine einfache Arbeit? Wer von Ihnen kann nicht beten? Okay. So, das meint so viel von, ob die Grafiker von schwierig, als der bloß noch ein. Das ist bloß, hey, du, go beten mal für das Mann. Da meint so viel, dass wenn wir an Guven denken, du brauchst nicht mehr berufen sein. Du brauchst bloß reden können. Und das haben wir alle. So, ab dem Niveau von Jünger, dann haben wir hier, da braucht nicht eine Guv, zum der tun. Da braucht bloß Gehorsam. Dann haben wir aber, dort kriegen wir so einfach, dass wir, was wir dort noch. Das wird schwierig. Okay? So, der Guv, oder den Dienst, was Ananias nu soll tun, der bringt Abreihung. Und ja, hier weiter tauschen, uns traf nicht jeder Tag ein Mörder, den Hang abzuleihen und zu beten für den. Aber, wenn wir das dann an uns Leben anpassen, dann wollen wir ganz unbedingt tauschen, dort jeder einer von uns hat genug gut, um so eine Arbeit aus der Erfall, wenn wir sind Jesus seine Jünger und wir können beten. Die zwei Dinge haben wir. Der dritte Ding ist, wenn Gott uns schickt, was tun, das wird Abreihung bringen. Krijg nou wel groot of wel klein de opgave is, wat God ons schickt doen, dat wat zich zo veel zoals, wow, wat zal ik doen? Ananias, wie zoals, ¿qué pasó? Ik gleich die, en ik zie die Jünger, aber du schickt mich nicht nur so, wenn der will mich bloß. Dat wir nicht eine einfache Abgabe. Diese Berufung macht Angst.
ganz unbedingt. Dat sagt in Vers 15, dort der Herr redet frisch zu ihm. Dort sagt du, Apostelgeschichte 9, 15, aber der Herr sagt zu ihm, Gu wils ik heb mij als handlanger gewählt, mijn Namen voor de Völker Kennis in de Kinder Israël te brengen. Wils ik wel aanwijzen, hoeveel hij weer in mijn naam lieden moet. Hananias juicht zich op den weg door hen en ging door hem huis naar. Okay? So, de vers 15 zegt God tot Hananias, dat God heeft wat groot uit het ver met zal. So, dan als du, wanneer ik me als mens nennen laat, dan würde ik zeggen, hey, weißt du wat? Dat zum Beispiel sagt in Gott, aber so schack's nicht bloß mich. Kom je met die hieruit met? Okay, so zal wie hem vervolgen. Dit kan nur Damaskus Menschen dood nemen wat aan Jezus glauben. So, wenn Ananias nu nog zijn kleuker door had bijgelegd, dan wurde was gesagt, na, ik zie al die dingen, aber so schack's nicht bloß mich. Dat is een mogelijkheid. Tweitens, Ananias had kunnen zeggen, na, dat is niet te gebruiken. Schickt mich nur wem anderen zu beten, aber nicht nur dessen. Du sind so viele Dinge, was ich als fleischlicher Mensch mich begehen in dieser Geschichte, bitte dort Hananias jeden Tag. Wenn du sind so viele menschliche Dinge, was wir können du so bieten. Du bist dann noch in Gehorsam. Du bist in so ein interessantes Gehorsam. Dort sagst du im Vers 16, Vers 17. Hananias juicht sich auf dem Weg dahin und ging dem Haus an und lädt Saul de Hang ab und sagt, was sagt er zu dem? Bruder. Okay, hier ist nu ein Teil passiert. So, erstens mal, Hananias ist ein gewöhnlicher Mann mit einer sehr einfachen Berufung, aber eine schwierige, der soll gehen für Saul werden. Und dann hat er Angst gemerkt, aber dann willst du es jetzt tun, dann geht Hananias nicht dort tun, so halb-wolf. Der hat von Gott eine Berufung, nu ist ich weg. Dann sagt er durch, und seht, Bruder Saul, der Herr Jesus, der die auf dem Weg hier haben bejagt, hat mir geschickt, dass du weiter so sein kann und mit den Heiligen Jesus gefällt sein. Und kurz, fall so wird aus Scheiben von Saul seinen Augen, und heute können wir da sein, und heute stund ab und lässt sich deuten. Das ist eine so schöne Geschichte, wenn wir einen einfachen Mann beobachten am Gehorsam. Du brauchst nicht ein großartiger Mensch sein. Du brauchst bloß Gehorsam sein an dort, was Gott von dir verlangt. Und das kann so einfach sein, als bloß gehen für sein Beten. Wer weiß, vielleicht hat Gott die berufen, dann bloß mal vor und sagen, hey, weißt du was, ich will für die beten. Und dort merkt ein Unterschied. Wenn wir kijken, wat van schijnend eng dat ze Geschichte heeft, dat heeft een taufas eng. Maar dan vragen we ons de vraag, wat is met Ananias passiert? Ananias wordt keinmal meer im Neuen Testament erwähnt. Ananias war nicht ein Prediger, nicht ein Diakon, nicht ein Lehrer von der Kirche, da war bloß ein Jünger. Aber an Ananias, sein Gehorsam, passiert der Anfang von Saul seine Geschichte. Wenn wir mal zwei Dinge tun. Punkt Nummer 1. Wenn wir uns mal lernen, bloß mal gehorsam sein und abbeten, was Gott von uns verlangt. Wenn wir von da anfangen. Gut beten wir mit uns im Tag und hell ja jetzt die Mond. Zweitens, krijgen don't, wo groot of wo klein. Laat Gott de eeuwige van de Geschichte. Dort hat könnt so viel verschiedenste Vergebens geben und noch haft nicht, wenn ein Mann wie bloß
entscheidet, gehorsam zu sein. Dann würden wir uns fragen, okay, willst Ananias seine Geschichte te eng weer, okay? Der hat nicht für Saul gebet, der wird nicht Uhren aufgegangen, der hat Saul gedäubt. Wo bleibt das Ananias? Noch nicht. Wir müssen bewusst sein, dass uns fehlt nicht große Anerkennung. Uns fehlt nicht zu klatschen und zu sagen, wow, Chulade Pilau. Ananias verschwindet in die Geschichte, bloß aus dem Mund, wer gehorsam wird. Diese Geschichte von Saul, der hat noch eine zweite Seite von einem so besonderen Mann, wo ich würde sagen, wo für meine Augen würde han sollt Ananias sein und dort wir aber nicht Ananias, dort wir Barnabas. So Saul hat sich bekehrt und der ganze Zeug, alle Wegen, hat Misstrauen über was passiert ist. Keiner will Saul dich behauen. Dort zum Beisein. Ich stelle mir mal so vor, Ananias hat, du musst mit fertig werden, dass er hat für den gebet, er hat den gedäubt und er ist bis zum Schatten verschwunden. Und die Kirche in Damaskus, die Kirche in Jerusalem, die saßen am Notland wegen, heichelt die, legt uns vor, was mit Saul passiert. Du kommst dann ein Mann, wo du eine sehr besondere Gabe hast. Wir wollen uns drehen nur Apostelgeschichte Kapitel 4. Apostelgeschichte 4, 36. Du fängst wie in der erste Mal von dessen Mann gerät, Apostelgeschichte 4, 36. Du sagst dort, in Josef, der von der Apostel auch Barnabas genannt wird, dort meint einer, der du treusten det, ein Levit, der von Zypern stammt. Okay, so der erste Denker von dessen, der hat einen Eken genommen, wo du da labagt, aus den sie nun. So, das Mann hier, Josef, dort sagen uns hier bloß, dort wie ein Original José, aber no les gustó el nombre y se lo cambiaron. So, de wir tauschen zum Josef heute, und dann sagt du den anderen den Barnabas. Also, das meint einer, der du treusten det, el que consuela. So, zum dessen Egen umdrehen, muss das unbedingt so ein besonderer Mann gewesen sein, der versteht Menschen zu trösten. Das wird uns der Egen unbedingt, der Tröster. Das ist dann mit anders, als wenn wir einen Vorsteher haben oder so. Aber der Judäer ist korrekt selber. Da fängt erst mal mit einer Kiste an und dann, oh wow, das ist bloß uns Tröster in der Kirche. Dann sagt er, der wie ein Levit, der von Zypern stammt, und dann Vers 37 sagt er, der hat lohnt und verkauft dort und kam und überjäuft der Apostel dort Geld. So, das Mann ist ein so normaler Mensch, finde ich, der hat eine so besondere Gabe, ein Tröster. Und dann sagt er, Vers 37, dort der hat noch ein Wort, wo du wirklich geben willst. So, dann fangen wir an mit einem Josef, und dann geht die Geschichte aber ab mit einem Tröster, wo ein Lohn verkauft, die Kirche dort zu geben. Dann aber entwickelt die Geschichte sich wieder in Apostelgeschichte 9, Vers 26 und 27. So, wir drehen nur Apostelgeschichte 9, Vers 26 und 27. So, das sagt du, aus Heu, dort meint Saul, wir lesen nur Apostelgeschichte 9, 26 und 27. Als hij naar Jeruzalem kwam, proefde hij met de Jünger tot te komen, aber an wie Angst vor ihm und geloofden nicht, dass hij wirklich ein Jünger war. Aber Barnabas
neem aan en bracht aan nu de apostel en zei aan, wo zal hinga wees dem Herrn zijn en met hem gereed had en wo hij aan Damaskus furchtloos en Jezus in noem gepredigt had. Dan blijft Saul bij aan en ging ganz vrij met Antop en Jeruzalem rum en predigt ganz dries en Jezus Christus in noem. Barnabas wordt beschreven als een trooster. Am Kapitel 4. Am Kapitel 9 is Barnabas een zeer evernehmender man. We vinden dat hij als waarlijk voor een man aan te staan, want hij deed. Ik weet unbedingt dat Barnabas laat zich van Heilige Geest leiden. En de Heilige Geest openbaart Barnabas en al dingen. Danach had ik geloven, want geen andere had. Oder, zo fällt sich dat wenigstens nicht. Ik zei China, ik weet dat niet als China, aber weinig. De apostel en de Jünger in Jeruzalem, die willen unbedingt nichts mit Saul te doen haben. En dan zegt er door Barnabas, die kwam en dan zegt de Jongens, wacht maar een beetje. Saul heeft een Zeugnis. En dan zegt hij, der ist von Petrus gedammt. Du wirst dag, nee, der wird nicht von Petrus gedammt. Oder vielleicht ja, vielleicht nicht. Du wirst dag het Licht en du wirst blind. En dat zegt du nicht mal, Ananias, habe den gebet. So wenig hast du von diesen ersten Ananias. Aber dann sagt er, dort ist ein Bruder. Wenn wir das Geschichte wieder bechecken, dann merken wir dort noch mehr. So, erstens haben wir einen Tröster und dann haben wir zweitens ein Testigo und drittens haben wir noch mehr von diesen Mann. Wir wollen uns lesen Apostelgeschichte 11, 22 bis 26. Apostelgeschichte 11, 22. Bis 26. Du sagst, das ist es. All das nicht kriegt die Gemeinde in Jerusalem zu hören, und die schickten Barnabas, dort er bei Antiochia gehen soll. Als hij handkwam en gezien had wat God zijn genoeg gedaan had, vreed hij zich en sprak aan Mute dat zij den Herrn van ganzen harten trouw blijven zullen. Wils hij wie een frommer man, vol van Heiligen Geest en geloven. En een groot deel mensen worden voor dem Herrn gewonnen. Dan verleiht Barnabas om naar Tarsus te gaan en Saul te zitten. En als hij aanvang, bracht hij hem naar Antiochia en zij blijven een ganze jaar bij de gemeente en leerden veel mensen, die Jünger worden dort eerst en Antiochia Christen genannt. Dus Barnabé, die heeft een ganz interessante Geschichte. Die komt niet aan am Neuen Testament so ver mit einer Apostelgeschichte. Erst wird den vergestellt als Josef, aber den nennen wir Tröster, wenn dort zweite ist. Dem wird beschrieben als das Leichreitum geben. Und dann im Kapitel 9 kommt der Ver und der sagt, weißt du, für diesen Saulbrück, wenn ich Angst habe, der hat für ein Zeugnis zu vertrauen. Dann im Kapitel 11, dann haben wir einen Mann, wo du nicht hängeron als eine Wahrheit mit Ursem was zu tun, aber das beweist uns, dass der bleibt bei der Sache. Der kommt nicht bloß fair einmal zum sagen, ja, sollte er dort bleiben, dass der sich bekehrt hat. Das scheint zu sein, dass das Mann hat ein Leben lang, so wie Apostelgeschichte fing, treu was zu seiner Berufung. Um ein Christ zu sein, in vom Himmelreich zu brücken sein, dann brücken wir nicht nur ihr Anerkennung in all diese Dinge streben,
Wir brauchen nicht streben, nur so eine Gove zu drehen, wo von Büten oder von weit auf zu sein ist. Wir brauchen bloß treu sein an die Dinge, wo wir wissen, wo Gott uns brauchen kann. Wir können uns das Geschichte feststellen, und ich weiß, das ist vielleicht mal ein bisschen schwierig, aber wie viel sehen wird Ananias spazieren sein? Und er hat gesagt, ich sehe keiner. Ich sehe nicht die Prediger, ich sehe nicht die Diakon, ich sehe nicht mal von der Kirche angestellt zum ersten Besiegen gehen. Wieso soll ich nur sagen? Wie viel hast du im Leben verspielt? Bloß wenn du tauinkoppig bist, dort zu tun, was du kostet. Wir sind so fern, so beschäftigt mit dem, was wir überhaupt nicht kennen. Und beschuldigen dort, oh, wo soll sie eigentlich singen? Aber wenn Gott hat die nicht eine Stimme gegeben zum Singen. Aber wieso nicht? Und dann haben wir ein Rohr über die Gute, die wir nicht haben. Und wir lassen all den Sehen vorbeigleiten von der Gelegenheit, was Gott dir gibt. Ananias, hol wie von dir 2000 Jahre Luther noch hindenken, als bloß der einfache Mann, der du jingen zu soll, der Bruder. Und dann bete mit denen. Und der wird säunet. Dann gehen wir nun Wut an, dacken dem Mund. Und dann sehe ich vor dich. Du bist mal dort, was du weißt, was du kostet. Fang mal von da an. Wenn wir uns dem anderen Mann bechecken, das ist eine ganz andere Lehre. Der erste ist endlich Christen merken. Und der zweite, der ist Christen in der Stadt. Ich will mir wieder von der Geschichte zu vertellen. Und ich hoffe, ihr könnt ihn verstehen. Wenn ihr den nicht verstanden habt, dann kann ich mich Luther fragen. So, du sind 3 Männer, die fahren campen. Dort ist ein Prediger, dort ist ein Evangelist und dort ist bloß ein normaler Mann von der Kirche. Die fahren campen und die sind auf dem Camp und weil der Mann, der normale Mann, absteht Samarias, dann sind die Prediger und der Evangelist all nicht mehr an ihrer Kabine. Und das Mann, der merkt du viel bei der Chimenee und brüht sich durch seinen Kaffee. Und dann auf einmal hört er ein Geschrei. Und dann ist er abgedreht, was eine Welt geht an. So, dann kommt der Evangelist angerannt und ein Boa kommt den Hänger angerannt. Und dann der Flecht gleich in der Kabine an und der Boa den Hänger an und der Evangelist ran bloß war das gerührt. Und dann schreit er bloß, du bekehr den doch mal, ich bring Fuß nach Hause. Der Witz ist, die Welt ist voll Borsch. Und du sind Menschen, die haben einen guten Borsch anzuhitzen und hier anzubringen. Und die denken du nicht an, das erste Jahr, was der Borsch noch mal macht. Wir sind nicht alle Evangelisten. Wir sind nicht alle die, die eine Botschaft bringen und sagen, hey, kommt mal nur Jesus. Aber du fehlst so neidig. Normale Menschen, wo du rein sind, der Borsch macht mehr. Da fehlt an Jünd, fehlt alles die Glauben. Die Kirche ist nicht vorig und die. Und Jesus hat sich nicht in Körper ausgedacht und gesagt, jeder Glied am Körper fehlt du. Zum dort du die so viel, dort du bist, bloß hier, zum der sagt, abwarten, wo du Bibel sitzt. Gott hat die gewollt, als Port von seinem Körper
zum eine Verantwortung nehmen. Und das ist nicht die Salje, was ich kann. Und das ist nicht die Salje, von der wir bezieht sind. Dein Platz, deine Verantwortung und dein Dienst für den Herrn Jesus als dienen. Pack den mal an und da du mal was mit. Lut dort einfach heiten, so ist Ananias sein Gebet für Saul. Da doch bloß mal. Wie kann bewusst sein, dass da was anmachlich sein? Da war nicht schön. Du warst die flotte Gewachsen anhaben, wenn du bei dir bist. Aber da fehlt, krieg an dich. Und das nicht. Oder vielleicht bist du Barnabas, der Tröster. Vielleicht bist du der, der du zwischen 2 oder 3 Brüdern den Unterschied merken kann. Sie bloß mal den Unterschied. Ich wünsche, dass wir können die Menschen im Neuen Testament lernen, um das wieder zu sein kriegen. Das hat nicht mit mir und das, was ich kann, zu tun. Das hat zu tun mit, was kann Gott durch mich erleben. So vielleicht nächstes Mal, wenn du eine Gelegenheit hast zu tun, frag mal der Frau nicht, was ich das kann oder was ich das nicht kann. Frag mal der Frau, sie hat Reut, mein Leben an Gott seine Hände zu geben, dass Gott von mir kann einen großen Unterschied machen. Isabel Kuhn, wie ein Mal, mit einem großen Verlangen, Missionar zu sein. Die geht nur Missionsschule und die lernt durch Freundschaften. Und wenn sie vor der Schule haben, dann will die dort die Arno-China schicken zum Missionar sein. So die Kämpfer, die kommen teil, wo du soll dann nicht sein und sagen, kann nur China für Missionar sein oder nicht. Und wenn sie du fertig kommen teil sein, dann sagt der Mann von kommen teil, du bist wahrscheinlich einköpfig, du lässt sie von keinem Mensch was sein, du wirst nicht nur China für Missionar sein. Und dann fährt er die Worte an und dann regelt er die Ohren drin. Aber interessanterweise, gef Gott Isabel die Gelegenheit, sich zu berühren und nicht sich wahrscheinlich so zu versinnen mit der Mühe. Und der geht da auf das Rüt und der bet für die Gelegenheit. 2 Jahre lauter, als am Weg nach China. Und für mich alles, wenn ich einmal denke, wenn ich befrieren, les Isabel ihre Geschichte. Das ist interessant. Der Freund wurde in der Mission, wie alle in China. Und dann schickt er ein Telegramm nur Anne, der schickt einen Brief nur Isabel, dann sagt er, die was mit mir befrieren, dann schickt mir ein Telegramm mit Licht um mein Ja, dann schickt mir ein Telegramm mit Distanz um mein Nee. Und der schickt ein Telegramm mit Licht, so der will dort vor und ab der Mission sich beziehen. Aber das passiert so. Isabel ist dann am Weg nach China, nur die Mission. Da haben wir Tor und dann noch Hoffnung, sich erstmal zu befrieren. Die lehrt alles an eten, was die nicht haben gleich zu eten. Und der erst du so ein Volk, wo du so neidig fehlt, zu erregen. Die Menschen nennen sich Pueblo Lisu. Willst du auf der Mission sein, dann hast du den Brief in der Bibelschule anzufangen, ob diese Menschen ihre eine sprechen. In der ersten Bibelschule dreht und die Menschen fangen an, das Evangelium zu predigen, so ist noch nie nicht. Vielleicht bist du von dir einköpfig, scheinlich so einköpfig. Vielleicht bist du so nur die Salzige Sonne. Vielleicht hast du aber am Hängerdanken, dass, oh Gott, wenn du was, dann braucht mich. Vielleicht dir ein Stützchen. Aber ich will ganz genau, dass wenn du was das Gebet beten, und du doch was deine Lappen evakuieren, zu Gott zu sagen, hier ist ja, brauch nicht mehr. Gott wird Wunder tun. Nicht wegen die, aber wegen Gott. Gott nimmt das ernst,
Want we kan onze hand opheben en zeggen, hier zie ik, bruk me moe. Du bruks niet een prediker en evangelist en toen boas alleen had slaap. God wel die brukken. God wel die buiten je weinig brukken. Zij bus moeio, waar we toch beten. Vater im Himmel, Dankeschön, dass die Bibel voll ist von Menschen, wo du so einfach wären, aber so brauchbar in deinen Händen. Wir beten, dass du uns was vergeben für einkapig in uns gesonnen sind und dass du uns was die Übung merken, nur die all die Gelegenheit, wo du uns hilfst, um die tun. Vater, wir wollen von dir gebraucht sein. Hilf uns in welches Hort. Wir beten, dass du was durch uns und alle Menschen errichten kannst. Mocht du verherrlicht worden durch uns Leben. Mocht alle Ehe, alle Anerkennung und alle Godet, was du richtest von uns deins, mocht dort alles dir hier, wenn du uns Gott bist. Wir beten in Jesus' Namen. Amen.